Мишарина Елена Анатольевна, учитель иностранных языков, город Сыктывкар, школа номер 24. Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души». Man kann zugeben, dass Russland vielleicht noch in mancher Hinsicht hinter dem Ausland zurücksteht. Was aber das feine Benehmen anbelangt, so haben wir die Ausländer weit hinter uns gelassen. Die vielen Schattierungen und Finessen in unseren Verkehrsformen sind gar nicht aufzuzählen. Ein Franzose oder ein Deutscher kommen ihr Lebtag nicht dahinter. Nie werden sie die Eigenart und die feinen Unterschiede in unserem Verhalten verstehen. Sie sprechen fast in dem nämlichen Ton und mit derselben Stimme mit einem Millionär und mit einem kleinen Tabakkrämer, wenn sie sich auch in ihrer Seele vor dem Ersten noch so sehr beugen und erniedrigen. Bei uns ist das ganz anders. Wir haben solche Künstler, die mit einem Gutsherrn, der 200 Seelen hat, ganz anders sprechen, wie mit einem solchen, der 300 besitzt, und mit diesem sprechen sie wieder ganz anders, wie mit einem, dem 500 gehören, und den letzten behandeln sie wiederum anders, wie einen reichen Gutsbesitzer, der über 800 Seelen gebietet. So kann man meinetwegen bis zu 1 Million weiter fortgehen. Immer finden sich eine bestimmte Nuance.